Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Der Regen hat sich jetzt hier auch verzogen, deswegen konnte ich jetzt auch mal das Licht ausmachen im Zimmer. Und dann holen wir uns doch jetzt mal die Kopfgeldjagd, ne? Tudok ist zurück. Was? Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah. Jeremy folgte ihm. Schon klar. Ich wollte das nicht. Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägewerk nach. Tudok scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken. Okay, Ah, ich je. kümmere mich um ihn. Ich will, dass du sein Messer herbringst. Warte, du willst Beweise? Okay, scheiße. Dann schön, wie du meinst. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen. Ja, ich mache das. Wie viele Leichen? Okay. Der scheint anscheinend bekannt zu sein, wenn Deke schon sagt, oh Gott, der Typ ist wieder da. Tudok. Aber wenn der jetzt beim Nero-Kontrollpunkt ist, wird das doch nicht besonders gut haben, der Kerl. Weil Igidigit. Moment, dann machen wir jetzt mal am besten die Schnellreise direkt hier. Und der wird es nicht gut haben, weil ich die ganze Alarmanlage noch habe, ne? Die ganze Lautsprechergedöns. Wir sollten vielleicht, wenn ich die Dinger nicht lokalisieren kann, sollte ich vielleicht versuchen, die Stromzufuhr wieder zu unterbrechen, sofern das geht. Wir schauen einfach. Oh, leck. Ich bin am Sägewerk. Das ist auch noch bei Ich Nacht. verfolge ihn. Sei vorsichtig, Deke. Denk dran, da ist... Eine riesige verdammte Horde? Ja, ich werde dran denken. Danke, Deacon Ende. Moment, hier ist auch ein Lautsprecher. Was ist denn der Scheiß? Ist der Owe im Baum? Ah, ja, ich sehe ihn. Der ist weg. Oh, oh. Ui. Warte mal, mein lieber Freund. Ups. Viel zu laut. Okay. Ja, und da ist eine gewaltige, fette Horde unterwegs. Und die werden wahrscheinlich durch die Lautsprecher allesamt gelockt, ne? Natürlich werden sie das. Sind ja gute Freaker. Oh, fuck. Da ist die alte Sägemühle. Da ist die Riesenhorde. Zwei Kreischer. Oh, scheiße. Das ist laut. Das wird so nix. Das lockt alle an. Oh oh. Das war saudumm. Ich habe zwar die Kreischer erledigt, aber das war saudumm. Da kommt jetzt alles angesocks gegammelt, nämlich an, ne? Nee, der Ende Kreischer hat sogar noch überlebt. Aber da kommt jede Menge Freak-Socks an. Ist die erledigt? Nee, die lebt auch noch. Okay, nur Anna. Autsch. Lebt noch. Gott. Ich hab sie irgendwie nicht so mit Schleiche, ne? Ganz vorsichtig. Nee, das kriege ich so nicht hier. Ja, jetzt haben sie mich gesehen. Oh, scheiße. Das Ding ist weg. Okay. Das wird lustig. Und hier beim Lautsprecher haben sich auch noch ein paar geschart. Keine Ahnung, wo der scheiß Lautsprecher ist. Hier ist er. Oh fuck, die ganze Horde. Oh lecco mio. Mach den Scheiß weg. Darum geht's mal nämlich. Und jetzt sagt ja. Jetzt sind wir zumindest wieder heimlich unterwegs.
Und Medikit. Und Bike. Und tschüss. Na, 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 na. Ach, da esse ich lieber einen Salat, ne? In welches Gebiet gehen wir dann jetzt eigentlich gerade? Ah, okay. Die Straße wieder entlang. Oh. Hallo, Freaky-Deakies. Ach ja, esse ich halt mal einen Salat, ne? Hörst du mich? Ja, Usman, was gibt's? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Entspann dich, Bruder. Ernsthaft, er ist mir nachgelaufen. Jetzt kann auch wieder danke, Sarah. Was hätte ich tun sollen? Hey, runter, hey. Komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Das muss wohl jetzt auch ein bisschen warten, das Dankeschön. Autsch. Aber die paar Freaker erledigen wir auch noch so. Okay. So. Noch einmal. Also, wo waren wir stehen geblieben? Hey, hey. Runter, hey. Komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Hey, er heißt jetzt Jack. Jack. Ja, Jack hätte das gefallen. Nein, hätte es nicht. Deshalb habe ich's gemacht. Wahrscheinlich der Präsident vom MC, ne? Okay, langsam sitz, Junge. Okay, das reicht jetzt. Okay, Dick, ich muss los. Buser Ende. Okay, das war dumm von mir. Und auch noch mit einer Waffe ohne Schalldämpfer. Okay, laden hoch. Wir rüsten vorsichtshalber nochmal das an. Da ist wenigstens auch ein bisschen Schalldämpfer dran. Hoffentlich hat sich die Horde wieder zurückverkrochen in die Sägemühle. Eddie, hörst du mich? Ja, Deacon, was gibt's? Ich habe Buser den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Ich weiß. Okay. Du ist anscheinend... Oh, leck. Die ziehen allmählich nur ab. Aber die Horde watschelt wenigstens wieder zurück. Ich muss in Deckung gehen hier. Oh Gott. Ja, du zieht die ganze verfickte Horde wieder Richtung Sägemühle. Alter Scheiße. Okay, wir gehen nicht über der offizielle Eingang. Das ist es nicht wert. Wir gehen wieder über die Holzstapel und zwar auf der anderen Seite, wo die Freaks rumgammeln. Das machen wir nicht. Wir erledigen hier nichts über die offizielle Eingang. Aber wenigstens habe ich die Lautsprecher weggekriegt. Also das ist schon mal sehr viel wert, wenn ich mich dann irgendwann einmal im Laufe des Spiels und Let's Plays um die Horde hier kümmern will. Weil irgendwann ist auch mal die fällig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Kreischer zum Beispiel auch dazu gehört haben oder zur Horde oder ob die nur zur Quest hier gehört haben. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Horde irgendwann auch eliminiert wird, aber ich glaube, die Horde besteht nur aus Schwärmer. Gut, jetzt sind hier auf jeden Fall keinerlei Lautsprecher mehr dort. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann muss ich nämlich auch noch die Stromzufuhr unterbrechen. Okay. Was ist dann das? Spezialschalldämpfer. Oh. Na geil. Auf jeden Fall, Mann. Sowas nehme ich doch gern. Ja, das Ding ist ausgedampft. Ich glaube... So. Ich habe... Jo. Jetzt habe ich hier nämlich wieder alles dunkel. Einfach mal zur Sicherheit nochmal machen, weil Licht lockt auch Freaker an. Ah, da ist ja noch mein Benzin, ja. Warte mal. Ja, dass der Kerl sich hier im Nero-Container versteckt hat. Der Zwei-Hund. Ein Strom. Ach, Scheiße. Das muss so sein. Okay. Okay, dann halt noch einmal.
Aber bitte ohne die Freaker jetzt durchs Lichtart zu locker. Ich habe nicht gewusst, dass die Dinger wieder zugehen. Ich habe gedacht, die Dinger bleiben offen. Okay, der hat sich anscheinend hier verbarrikadiert. Das mag wohl sein, aber der Suchbereich ist von dort drüber eingegrenzt. Habe ich Archive erst gesehen. Das heißt, ich muss wohl in der offiziellen Eingangsbereich und finde dort wahrscheinlich seit zerfetzt die Leiche hier irgendwo, ne? Okay, nicht mehr in der Eingangsbereich, sondern hier. Noch ein kleines Rohr. Das brauche ich wahrscheinlich für Rohrbomber. Apropos, kann ich die Dinger jetzt eigentlich... Nee, kann ich nicht herstellen. Natürlich nicht. Dann brauche ich die Rohre wohl für was anderes. Wahrscheinlich für den Heavy Mod. Bei Dead Island hieß das zumindest Heavy Mod, wenn man da ordentlich was an die Baseballschläger dran macht, dass die schwerer werden, nur damit der Wuchtschade größer ist. Das könnte ja wohl sein, ne? Dann hätten sie wohl zerrobbt. Der zwei Hund. Komm schon, Scheißkerl. Okay, doch nicht. Die Spuren führen vom Freaker woher? Okay. Immerhin kann ich mit dem gewissen Leben, dass die Nero-Kontrollstation jetzt leise ist. Das ist schon mal sehr viel wert. Kann ich hier noch ein Öhrchen sammeln oder so? Ah, nee. Da vibriert's aber. Hier vibriert's nochmal stärker. Halt mal eine Gaul, da irgendwo in der Nähe muss was sein. Vielleicht einfach hier rein nochmal. Ah ja, da ist nochmal einer. Okay. Da ist Oh. Bruder! Du kannst nicht entkommen, Bruder! Zwei Hund! Ich bin dumm wie Scheiße. Wo ist er dann, der zwei Hund? Erledige Two Dog. Ja, wo ist er dann hier, der Dappes? Ich hoffe doch, er ist außerhalb von der Sägemühle, der Hornochs. Ah, nee, dahin hat er sich versteckt. Aber in Freaker-Gebiet so rumkreische halte ich für suboptimal. Ah, nee, oh. Okay, das war einfach nur Sprengstoff. Beziehungsweise etwas, was ich hochjagen kann. So Fessel. Dose. Also wenn er dumm ist, ist er gerade voll in die Horde gerannt. Ja, er ist offenbar dumm. Die Horde rennt ihm noch. So ein dummer Hund. Na gut, das heißt jetzt einfach nur abwarten. Der Typ, den wird es schon noch erwischen. Ich sollte nur außerhalb von der Sichtweite von der Horde sein. Dann kümmern die sich schon um den Kasper. Wo hier der Blödmann auch immer gerannt ist. Jo, jetzt ist er schon tot. Wo liegt er dann? Der Todesnachweis. Hier. Okay. Dann lassen wir die Horde wieder sich zurückziehen. Wenn die Horde sich um den gekümmert hat, ist optimal. Das spart mir viel Scheiß. Es braucht allerdings wieder seine Zeit, bis die Horde abgezogen ist. Und einfach so Leichnam flattern ist wohl eher nett. Das heißt, ich gehe jetzt wieder über den offiziellen Ausgang raus. Beziehungsweise Eingang. Dort dürften sie sich ja mittlerweile verzwitschert haben in dem Bereich. Aber nochmal gucke, ist nicht schlecht, glaube ich. Keine Ahnung, wo der ist. Ob der irgendwo over oder ungestorben ist. So. Das wird jetzt spaßig. Das wird jetzt echt spaßig, weil der ganze Pulk hier noch rumschwirrt. So. Oh, fuck. Zur Not Flitze und wieder raus. Okay, da ist der ganze verschissene Pulk. Ich mache noch ein paar Attraktoren. Halte ich für angebraucht jetzt. Wir locken die Horde weg. Und zwar in den Bereich. Jetzt gucken wir mal, was alles daher gestürmt kommt. Okay. Bleib bloß in dem Bereich. Hoffentlich erkennt mich jetzt keiner. Ich bin einfach mal so toll dreist. Ich hab... Nein, ich hab's nicht.
fuck, das lief natürlich so beschissen, wie ich es erwartet habe. Habe ich den Todesnachweis? Ich habe ihn. Okay. Na dann, ab zum Iron Bike. Ach ja, da esse ich mal einen Salat, ne? Ich bin ja der Horde schon mal abkauer. Das kriegen wir nochmal hier. Ach, Deacon, jetzt fällt schwer. Autsch. Ah, dann hätte man schade genommen. Ach ja, ne? So machen wir das im MC. Gut, einen Attraktor habe ich verbraucht. Das soll nicht weiter schlimm sein. Also, jetzt wirst du nicht mehr versuchen, Menschen ohne das Beuteil zu taschen. Oh, das war ein Menschenhändler. Nur noch zurück zu Rick. So. Oh, fuck. Fahr. Ja, ich hab's jetzt gerade wieder an der Backe, die Scheiße. Aber das macht nichts. Der Rückweg ist gesichert. Hier habe ich die Schwärme auch erledigt. Und die entfernen sich, glaube ich, nicht weit von der alten Mühle. Von der alten Sägemühle. Ich glaube, die bleiben relativ lokal. Eben weil sie halt so riese Horde auch sind. Ich glaube, die verlassen ihr Gebiet nicht großartig. Okay. Leckt mich am Arsch. So, hier runter. Boah, das war jetzt mal eine lustige Tour, ne? Jetzt habe ich aber wirklich auch den Drifter gemacht. Wow. Mal ordentlich die Maschinen beansprucht und dann... Okay. Ist ja wieder Schießerei vom Lager. Ach, immer diese Scheißtypen. Einfach mal reinballern in die Masse. So. Dann noch die Freaker, die mal hergewatschelt sind, ne? Da kommen sie auch noch an. Ah, die kümmern sich schon drum. Ja, super. Danke, Leute. Gut, die Schwärmerohre schnappe ich mir dann selbstverständlich auch nochmal. Ist doch logisch. Danke, Leute. Aber das war jetzt so richtig noch mein Stil. Einfach vom Bike absteige und mit dem Maschinengewehr einmal quer drauf gerotzt und die ganze Bagage abgemurkst. Das ist genau mein Stil. So. Alla hopp, dann wollen wir mal. Ja, die Traktion brauchen wir anscheinend, weil der Schnee wohl auch ein bisschen licke bleibt, wie es aussieht. Ja, so ein Schneematsch. Ach, du fährst es immer richtig scheiße bei so einem Wetter. Ich hab gute Sachen heute. Ich weiß. Was? Oh, reparieren müssen wir auch noch. Und Hochtanke. So, jetzt holen wir uns unsere Belohnung ab. Hier, so ein Klappmesser. Gott sei Dank. Als Joe Haslin hörte, dass er zurück ist, war er außer sich. Ich bin so erleichtert. Ja, okay. Bis bald, Ricky. Okay, wie viele Leichen haben wir erledigt? Die Freaks haben ja die Arbeit für uns gemacht eigentlich. Und dann muss es wohl hier wieder weitergehen mit dem Story-Job von Schizo. Das habe ich ja auch schon angekündigt. Allerdings, dass das so lang dauert, das hätte ich nicht gedacht. Ui, schön. Noch einmal ein neuer Fertigkeitspunkt. Jetzt können wir erhöht den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Nahkampfwaffen verursachst. Fähigkeiten, bla bla. Die sind eigentlich alle ziemlich gut. Aber ich mache erstmal mehr Schaden. Harter Schläger. Du fügst mit Nahkampfwaffen außer dem Stiefelmesser mehr Schaden zu. Im Zusammenspiel mit Home Run ist der Schaden außergewöhnlich groß. Home Run ist... Home Run, hier. Erhöht den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Waffen verursachst, erheblich. Cool. Dann kümmern wir uns so drum, dass das nochmal was ist, weil die Nahkampfwaffe wird von mir durchaus häufig verwendet. Und mehr Schademacher, das ist nie verkehrt. Das spart mir auch Schrott, wenn ich es dann nämlich so häufig reparieren muss, ne? Wenn die Freaks halt schneller umfallen. Okay, wo wollte sich Schizo treffen? Hinter der Lodge oder... Ich glaube in der Lodge. Na, wir gehen mal hier. Gehen wir mal rein. Ah ne, das sieht so aus, als wollte er sich hinter der Lodge tatsächlich treffen. Ne, hier. Okay. Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm, hier rein. Schizo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeig ich's dir. Das klingt noch Hinterhalt und der verprügelt mich jetzt mit ein paar Typer.
Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mike konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein, Na, ich weiß, was du niemals. denkst. Ich weiß es Nein, genau. das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da Hast war, du war die es... Medizin für deinen Nein. Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye bye Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich Schizo. hab nen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau redest du, Mann. Vertrau mir, Scheiße. okay? Wir sehen uns da. Dem Typ vertraue. Aber okay, anscheinend ist das schon gestartet war, auch wenn ich in der Lodge war. Aber er wollte mich wohl hinter der Lodge wirklich treffen. Naja. In Sicherheit 8% Ziel. Ich muss alles Notwendige tun, damit Lost Lake sicher bleibt. Aber anscheinend sieht es auch Deke so, dass Lost Lake wohl das erhaltenswerteste und wichtigste Camp ist, weil Copeland und Hot Springs, das scheint wohl eher jetzt nicht mehr so im Gespräch zu sein. Na gut, also wieder ins Ripper-Gebiet. Zieh mit Schizo los, um Sprengschnur zu besorgen. Warum habe ich nur das Gefühl, dass der Typ mich mal wieder nur benutzt? Und im schlimmsten Fall hat er sich mit Carlos abgestimmt. Oh, okay, da sollte ich vielleicht nicht runterspringen. Okay, erstmal zu meinem Bike. Vielleicht schaffen wir es heute noch, dass wir da hinfahren, aber ich glaube, bei so einem Wetter wird das richtig hässlich. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal in Richtung Safe House und penne mal eine Runde. Und dann gehe ich nochmal bei der Händler vorbei. Also beim Mechaniker, nee, beim Schneesturm fahre ich bestimmt nicht los. Dann grase ich nochmal kurz die Händler ab. Ja, das ist gut, dass der an einer brennenden Mülltonne oder einem Lagerfeuer da steht. Was geht ab, Joe? Sehr schön. Der muss sich hier warm halten, der Kerl. Das ist alles für heute. Gut, dann fülle ich hier nochmal auf. Lange nicht gesehen. Vorräte, Maschinengewehr, Muni auf jeden Fall. Präzisionsgewehr brauche ich 100 Protz. Gerade wenn wir wieder ins Ripper-Gebiet gehen. Und Handfeuerwaffen und dann habe ich ja schon das Spezial. Primär. Na dann. So, A-Bringer. Und... Ach, A-Bringer. So. Ich sollte zum Safe House. Ich glaube, das ist auch Busas Haus. Und dann mache ich heute nur noch die Raste, mache dann den Cut. Das ist... ja, okay, klar. Busa hockt einfach auf der verschneite Veranda. Aber sein Jackie, der hockt da in einer eigenen Hundehütte. Gott, ist das ein goldige Gewitterputzer. Okay, Busa, dann genieß mal die Zeit draußen im Schnee. Ohne Dach, warum nicht? Biker ist halt knallhart. Dann ratzen wir mal eine Runde, ne? Ich glaube, mein Bett ruft mich. Genau, Bett ruft uns. Und ich glaube, ich habe mit Deke ewig nicht mehr so gepennt. Und beim in einer verschneiten Nacht, da gurk ich nicht durch die Gegend. Okay. Anscheinend gurk ich aber beim verschneiten Tag rum, weil das sieht übel aus. Aber wenigstens nicht bei Nacht, wo 1000 Freaker noch unterwegs sind. Da liegt noch was. Warte mal, was ist denn das? Busa, meine wunderschöne Frau. Okay, naja, dann immer noch beim Schneesturm, aber wenigstens tagsüber. Das wird hässlich. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, das Hässliche, das machen wir dann übermorgen wieder. Bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und der Schnee bleibt so richtig lecker. Gut, dass ich Reifen mit guter Traktion habe. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan. Yankee.